Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute gibt es mal wieder eine kleine Buchvorstellung. Und zwar geht es um ein Thema, was ich immer wieder so in meinen Videos mal so beiläufig anschneide. Und zwar um das Unauffälligsein in Krisensituationen oder das Unauffälligsein überhaupt in irgendwelchen Situationen, wo eine Aggression oder eine Begehrlichkeit geweckt wird oder wo man zum Ziel wird, um sowas zu vermeiden. Darum geht es auch in diesem Buch. Also ich habe das ja schon öfter mal angeschnitten, es gab nur von meiner Seite aus nie so wirklich einen Namen dafür. Und der Fachname für dieses Unauffälligbleiben ist The Gray Man. Und genauso heißt auch dieses Buch. Ja, das ist von dem ehemaligen KSK-Soldaten, dem André Schmidt und dem Dr. Alexander Krahn. Es ist erschienen im BIA Consulting Verlag. Dieses Buch ist wieder eine Geschichte, die ich euch mit ganz reinem Gewissen vorstellen kann, und das ist wirklich wieder harter Tabak, weil da viele Sachen angeschnitten werden, die vielleicht so die Zivilbevölkerung gar nicht so wirklich erreichen soll. Es geht in diesem Buch im Großen und Ganzen darum, wie werde ich in Krisensituationen zum Gray Man? Wie vermeide ich es, ein Ziel zu werden? Wie vermeide ich es, zum Aggressor zu werden? Und wie vermeide ich es, Begehrlichkeiten zu wecken und mich einfach so durchzumogeln auf einem Level, auf dem ich nicht auffalle? Das ganze Buch ist aufgeteilt in 4 Personengruppen. Und zwar ist es der Prepper, der Auslandsmitarbeiter, der Urlauber und der Dienstmitarbeiter. Und das ist ganz spannend, weil sich jeder zu jeder Situation in einer von diesen 4 Gruppen wiederfindet. Und es ist immer so eine Aufgabenstellung, Problemlösung. Der Prepper hat natürlich ganz andere Ausgangspositionen als jetzt der Auslandsmitarbeiter oder der Urlauber oder der Dienstmitarbeiter. Wie tauche ich in der breiten Masse unter, ohne dass auffällt, dass ich nicht wirklich dazugehöre? Hören, sehen, schmecken, fühlen, riechen. Das sind so die Sachen, die einem in Erinnerung bleiben, wenn man von diesen, ich sage jetzt mal, gestriffen wird. Das heißt, in einer Krisensituation, nur als kleines Beispiel, es kommt jemand, der riecht frisch geduscht und alle anderen sind verschwitzt und fertig und hungern, oder er riecht nach irgendwie frisch gebratenem Speck oder sonst irgendwas. Oder er hat Kleidung an, die einfach so auffällig ist, wo man sagt so, hey, alle haben jetzt zerschundene Klamotten, alle schauen mal aus wie die Waldarbeiter. Und der läuft rumeinander, als würde er gerade frisch aus dem Büro kommen. Das sind halt lauter so kleine Sachen. Also im Endeffekt alles, was den Gegenüber triggern könnte, dass er dich zu einem Ziel für sich selber macht. Das ist mal der Aufbau von diesem Buch. Das heißt, jeder findet sich in einer von diesen Gruppen wieder. Es wird einem gelernt, wie man Gefahrensituationen richtig einschätzt. Das bedeutet, in jeder Situation, in der du jetzt bist, ob als Urlauber oder als Prepper oder als sonst irgendwas, dass du geschult wirst, zu erkennen, dass jetzt eine Gefahrensituation entsteht. Dass du früh genug merkst, dass Dinge nicht mehr so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und dafür wird man so ein bisschen sensibilisiert. Das ist auch nur ein kleiner Teil in diesem Buch. Das ist zum Beispiel, dass man nicht darauf achtet, welche Dinge sind denn da, sondern dass man plötzlich merkt, welche Dinge sind denn eigentlich jetzt nicht mehr da, die eigentlich hier sein sollten. Dass man praktisch so einen Früherkennungssensor hat und vor allem in der Situation, in der man sich gerade bewegt. Du musst der Gray Man sein in deinem Umfeld. Es nützt dir nichts, wenn du sagst, ich bin jetzt der Gray Man und ich halte mich völlig neutral, aber du bist im völlig falschen Umfeld und dann fällst du trotzdem auf. Das ist genau so wie bei verschiedenen, soll ich sagen, Geheimagenten, bei verschiedenen Undercover-Beamten, dass man die an verschiedenen Sachen, wenn man da aufmerksam ist, erkennen kann. Schuhe sind ein ganz wichtiger Punkt, um zu erkennen, ob jemand dazugehört oder nicht. Das merkt ihr auch so im Privatleben, beim Sport, bei Mittelaltergruppen, bei den verschiedensten Sachen, bei der Tracht, bei irgendwelchen Vereinszugehörigkeiten und natürlich auch bei dem Undercover-Agenten, weil der natürlich schaut, dass er sinnvolle
bequeme Schuhe zu seiner Rolle anzieht. Und damit fallen die auf. Das ist genauso wie beim Ritterspiel. Wenn einer Mittelaltergruppe, dann gucken die, die es ernst nehmen, dass sie handgenähte Schuhe haben. Und der eine, der kommt halt mit seinen Trekkingstiefeln. Und der fällt halt dann sofort auf wie ein bunter Hund. Und auch immer ein wichtiger Punkt ist, sei kein Held. Das ist nicht Hollywood. Held bedeutet in Krisensituationen gleich Tod. Also im Endeffekt genau das Mittelding finden zwischen Opfer und Bedrohung. Das ist der Greyman, wenn man es so zusammenfasst. Dann geht es natürlich weiter. Nicht nur die Schuhe sind halt wichtig, dass man natürlich auch sagt, wenn man nicht erkannt werden will, muss man sich so neutral wie möglich bewegen und kleiden und riechen und ausschauen. Einfache Erkennung ist gleich ein einfaches Ziel. Und passt euch an die Geschwindigkeit eurer Umgebung an. Ist die Geschwindigkeit hoch, dann müsst ihr auch in dieser Frequenz schwingen. Ist die Geschwindigkeit niedrig, dann müsst ihr auch auf einer niedrigeren Frequenz schwingen. Und ich meine das jetzt nicht esoterisch. Keine Symbole, keine Markennamen, keine auffälligen Sachen. Die Kleidung ist ein ganz ein wichtiger Teil. Das, was man sieht, ist natürlich das Erste, was man sich merkt. Das, was man riecht, ist das Nächste. Und dann guckt man drauf, wie bewegt sich denn der? Bewegt er sich komisch, bewegt er sich sicher, bewegt er sich unsicher? Und da muss man halt als Greyman genau den Mittelweg finden. Das ist auch genau der Punkt, warum man natürlich in der Krisensituation nicht mit Militärklamotten rumlaufen soll, weil man dann sofort der Aggressor ist. Und es ist ja auch genau der Punkt, dass je bedrohlicher einer ausschaut, umso mehr absolute aggressive Gegenwehr hat er zu erwarten. Das bedeutet natürlich auch, wenn ihr jetzt von einem provoziert werdet und der schaut relativ unscheinbar aus, dann ist der für euch so auf Augenhöhe und ihr denkt euch, okay, schaffe ich schon irgendwie. Wenn jemand auffällig krass ist, dann denkt sich jeder sofort, okay, wenn ich aus der Situation raus will, dann muss ich mit einer absoluten, krassen Aggression auf den losgehen. Und das ist auch genau das Problem, was die meisten Leute, die extrem, soll ich sagen, wild ausschauen, was denen entgegenschlägt. Und das ist natürlich extrem kontraproduktiv. Thema Kleidung ist wirklich ein Riesenpunkt in diesem Buch. Es ist auch so, wenn ich entdeckt werde, dass ich mich schnell verwandeln kann, zum Beispiel mit Wendejacken oder mit dem Zwiebelprinzip, dass ich schnell eine auffällige rote Jacke, die ziehe ich aus, schmeiße sie irgendwo hin und dann bin ich nur noch grau drunter oder blau oder ganz eine andere Farbe. Also immer gedeckte Farben, immer unauffällige Farben und immer sich so kleiden, wie es gerade in dieser Ecke, wo man sich bewegt, sinnvoll ist. Das heißt, wenn man jetzt halt irgendwo ist, wo alle bunte Klamotten haben und man läuft dann mit dem Kapuzenpulli in Grau rumeinander, dann fällt man natürlich auch wieder auf. Und diese ganzen Sachen werden nach und nach in diesem Buch durchgegangen und genau erklärt, wie setze ich das alles sinnvoll um. Noch ein Riesenpunkt in diesem Buch, das ist natürlich die Grey Women. Wenn man natürlich als Frau grundsätzlich schon Begehrlichkeiten weckt. Was mache ich denn als Frau in so einer Situation? Wie verkleide ich mich, damit ich nicht auffalle, damit ich nicht besonders gut rieche, damit ich nicht, wie gesagt, Begehrlichkeiten erwecke, weil eine Frau halt immer deutlich mehr gefährdet ist. Bei einer Frau ist wahrscheinlich so der Punkt, wo man sich dann überlegt, ob da nicht schlauer ist, wenn man dann doch in die kleine Gruppenbildung geht. Auch ein Riesenthema. Gruppenbildungen. Ist eine Gruppenbildung gut oder ist Einzelperson gut? Oder ist der Kontakt und so ein gutes Mischverhältnis gut? Aber zurück zur Frau. Lange blonde Haare und sowas muss man natürlich vermeiden. Man muss schauen, dass man das nicht sieht. Vielleicht sollte sich ein Mädel, wenn sie wirklich von A nach B flüchten oder sich in Sicherheit bringen will, vielleicht sollte sie sich einen künstlichen Bart zum Umhängen oder sowas besorgen. Dass man einfach in der Masse verschwindet. Dass man keinen Luxus ausstrahlt. Lange lackierte Fingernägel zum Beispiel. Ganz auffällig. Ringe, Eheringe oder sonst irgendwas. Als Frau, als Mann natürlich auch. Jeder Frau muss klar sein, dass jede angebotene Hilfe, dass dafür irgendwann eine Gegenleistung verlangt wird. Die weiblichen Merkmale auf ein Minimum reduzieren. So schade das auch ist. Ja, sich selbst lernen, ruhig zu sein, sich selbst lernen, Situationen
vernünftig und rationell einzuschätzen, auch wenn man im Stress ist. Dann ist natürlich auch das Verhalten besonders wichtig, dass ich genau weiß, wie verhalte ich mich, vor allem in meinem Umfeld, auch in meinem bekannten Umfeld. Bei Preppern ist es ja so, wenn einer preppt und redet darüber, dann ist er kein Prepper. Der muss es unauffällig machen, der muss sich unauffällig nach und nach die Sachen anschaffen. Der darf auch keine Begehrlichkeiten wecken. Der darf auch nicht zeigen, was er alles hat, weil wenn man einem hilft, dann kommen irgendwann alle. Und es ist auch so, man darf auch nicht die stille Post irgendwie triggern, dass die Leute anfangen, über einen zu reden, weil wenn über einen gesprochen wird, und das ist jetzt nicht in dem Fall so, sondern das ist bei euch im Büro und im Freundeskreis und überall so, bis dieses böse Gerede einmal im Kreis rum ist und wieder bei euch ankommt, dann ist es schon viel zu spät, um handeln zu können. Ja, jetzt sind wir wieder tief im Thema Prepping drinnen. Da ist es natürlich auch wichtig, nicht nur Sachen kaufen, sondern Wissen aneignen. Wissen kann man sich nicht erkaufen. Sachen kann man kaufen, aber alles, was ihr euch kauft, das ist nur ein Fähigkeitenmultiplikator und der bringt euch zum Schluss nichts, wenn ihr nichts wisst. Je mehr Bereiche du abdeckst, wo du dich auskennst, Autos reparieren, mit Holz arbeiten, Lockpicking, weil das jetzt gerade ein aktuelles Thema von mir war, Kochen, Leute verarzten und so weiter und so weiter. Das sind alles Sachen, die, wenn es wirklich irgendwo schwierig wird, und wenn es nur für ein paar Wochen schwierig wird, die man tauschen kann. Dann noch ein großes Kapitel in diesem Buch ist Kommunikation. Wie kommuniziere ich in Krisensituationen? Das bedeutet, wie kann ich Informationen austauschen unauffällig? Wie kann ich mich gegenseitig warnen vor gefährlichen Situationen? Da gibt es ein eigenes Kapitel mit richtig vielen Tipps drinnen, wie man unauffällig praktisch Informationen austauscht. Und natürlich zu guter Letzt ist ein Teil dieses Buches, wie verschwinde ich komplett? Wie ziehe ich mich aus dieser gesamten Situation raus und wie kann ich, ohne Spuren zu hinterlassen, einfach verschwinden? Wie kann ich mein Äußeres schnell verändern und wie bereite ich mich darauf vor? Also im Großen und Ganzen zusammengefasst, der Gray Man für die Welt, die immer unberechenbarer wird. Wie verhalte ich mich möglichst neutral, um nicht aufzufallen? Und wie wandere ich durch die verschiedensten Szenarien, ohne dass ich zum Ziel, zum Aggressor werde oder bei irgendjemandem Begehrlichkeiten wecke? Wie verhalte ich mich als Prepper? Wie verhalte ich mich als Auslandsmitarbeiter? Wie verhalte ich mich als Urlauber richtig? Und wie verhalte ich mich als Dienstmitarbeiter richtig? Das sind so die großen Themen. Das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, der mal wieder was Spannendes, Polarisierendes, nicht ganz Alltägliches lesen möchte. Und ich kann euch auch nur empfehlen, holt euch dieses Buch bald, weil wer weiß, ob das nicht irgendwann einmal vom Markt wieder verschwindet oder verschwinden muss. Man weiß es ja heutzutage nicht so ganz genau. Ich mache ja selten Buchempfehlungen, kann man wahrscheinlich noch an einer Hand abzählen. Aber wenn es was Spannendes gibt, über das ich stolper, dann möchte ich euch natürlich da mit einbeziehen. Und wie es ja immer heißt, kauft kein Glump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Das hier ist kein Glump. Es gibt es, glaube ich, auch als Audible, wie auch immer dieser digitale Mist heißt. Ich sage euch nur, kauft euch euer Wissen nicht digital. Weil vielleicht macht es in der Situation, wo es dann gebraucht wird, Sinn, wenn man es als Buch hat. Ja. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ja? Pfiat euch.